Ja, ich freue mich mit euch zu beten in den nächsten Tagen. Ich habe noch nie in einer Gebetswoche, glaube ich, irgendwie den Eindruck gehabt, ich hätte nicht Gott erlebt, ich hätte nicht etwas von Gott gehört, ich sei Gott nicht irgendwo begegnet. Und ich vergesse nie, was ein Bibellehrer von mir gesagt hat. Er sagte, beten lernt man nur durch Beten. Kurze Aussage, aber sehr, sehr eindrücklich. Ja, unsere neue Serie, Jesus ist. Heute werden wir das Wunder von Kana anschauen, Johannes 2, und mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat diesen Satz noch nie gehört? Wein predigen und Wasser trinken. Wer hat den noch nie gehört? Ein paar ganz wenige, aber sonst kennen wir den Satz. Und es bedeutet so viel wie groß angeben, große Versprechungen machen und dann ist nichts dahinter. Heute wollen wir in dieses Thema hineingehen und sehen, wie man Wein predigt und Wein lebt. Und wir werden sehen, das ist durch Jesus möglich. Ja, warum diese Serie Jesus ist? Schaut, jeder Mensch hat irgendwo eine Vorstellung von Jesus. Ich glaube, es gibt niemanden in der heutigen Welt, der den Namen von Jesus nicht schon mal gehört hat. Aber wir leben zugleich auch in einer Zeit, wo so wenige Menschen den Jesus der Bibel wirklich kennen. Wo es nicht einfach um irgendwie einen komischen religiösen Guru ging mit Jesus-Sandalen und einem langen Gewand, sondern wirklich dem Jesus der Bibel. Und für mich ist es so eine große Freude und auch eine Riesenleidenschaft, uns allen, aber auch speziell einer Generation, die Jesus nicht kennt, diesen Jesus bekannt zu machen. Das ist unser großes Privileg, das wir haben. Das ist auch das große Privileg, das Christen haben. Wir können eine Gesellschaft, die Jesus nicht kennt, den wirklichen Jesus der Bibel bekannt machen. Und ich sage, manchmal ist es einfacher, ein Bild zu malen, wenn man noch keins hat, als eines, das nicht der Wahrheit entspricht, neu malen zu müssen. Und heute schauen wir eines seiner Zeichen an und fragen uns, was können wir von Jesus aus dieser Geschichte lernen? Und wir werden nebst vielem anderen lernen, Jesus ist die Garantie, dass es bis heute noch Wunder gibt und dass wir hoffen dürfen auf die Wunder von Gott. Es heißt in Johannes 2 ab Vers 1, am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Hey, Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun, fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Da waren hat man mit dem Wasser die Füße gewaschen und so weiter. Und damals Corona, die Hände gewaschen und so. Und dann sprach Jesus zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser, die waren nämlich schon leer natürlich. Und als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wein, das nun Wein war. Das Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich, sagte er, schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, dann holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich möchte noch mal kurz stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir lesen in dieser Geschichte von dir und dass du deine Herrlichkeit Menschen gezeigt hast. Für dich ist nichts zu schwer.
Für dich waren Wunder etwas, wo du Menschen die Augen geöffnet hast, dass es nebst dieser sichtbaren Dimension noch eine unsichtbare gibt. Und ich bete, Jesus, dass du in unseren Herzen heute Morgen einen ähnlichen Glauben wächst, wie du ihn im Herzen der Jünger geweckt hast. Dass wir, auch wenn die Geschichte schon uralt ist, dass wir dich an diesem Tag sehen und erkennen dürfen als den Jesus, der gestorben, auferstanden ist und heute noch lebt. Amen. Amen. Nun lasst uns die Geschichte vielleicht noch etwas besser verstehen. Ich möchte uns so etwas durch die Historiker in diese Geschichte noch hineinnehmen. Jesus und seine Jünger waren zu dieser Hochzeit eingeladen. Wir wissen nicht, ob es überhaupt jemand war aus ihrer Familie, vielleicht niemand, mit dem sie verwandt waren. Aber eines war sicher, Jesus war ein gern gesehener Gast an den Festen der damaligen Zeit. Die Jugendlichen würden sagen, er war kein Partycrasher. Er war dort und er wurde geschätzt. Es war schön, wenn Jesus dabei war. Er trat auch nicht als Moralapostel auf an dieser Hochzeit, sondern ich denke, es hat schon etwas ganz Besonderes, dass Johannes diese Geschichte von Jesus als das erste von Jesu Wundern in seinem Evangelium erzählt und dass das an einer Hochzeit geschah. Und ich denke, es ist bis heute eine große Freude von Gott, wenn ein Mann und eine Frau ihre Leben einander weihen können und sagen, mit Gottes Hilfe wollen wir unser Leben gemeinsam gestalten. Und Jesus drückte seine Freude einfach auch aus durch seine Präsenz an dieser Hochzeit. Diese Hochzeiten gingen aber anders als bei uns, nicht nur einen Tag oder einen halben, sondern gingen meistens 7 Tage. Das hieß für den Gastgeber, er musste unglaublich viel Wein haben und das Peinlichste, das passieren konnte, war nicht, wenn die Braut davon lief, sondern wenn der Wein ausging. Und nun, das geschieht. Und die Mutter von Jesus sieht das, bekommt das irgendwo mit und sie geht zu Jesus. Und sie sagt ihm, Jesus, der Wein ist ausgegangen. Ist noch schön, wie sie es sagt. Sie sagt ihm nicht, was er zu tun hat. Sie schildert Jesus ganz einfach das Problem. Und liebe Freunde, ich denke, manchmal ist das eine gute Art zu beten. Nicht Jesus zu sagen, was er zu tun hat, sondern Jesus einfach zu sagen, Houston, we have a problem. Jesus, wir haben ein Problem. Ich habe ein Problem. Und dann sagt Jesus diese eigenartigen Worte, was hat das mit dir und mit mir zu tun? Diese Worte sind nicht so einfach auszulegen, aber was Jesus auf alle Fälle tat, er schuf eine Distanz zwischen den Erwartungen der Mutter und dem, was sie hoffte, was er tun würde. Das muss man manchmal eine Distanz schaffen zu den Eltern. Wenn die Erwartungen vielleicht zu groß sind, nicht so realistisch sind, aber für Jesus hatte diese Distanz, die er schuf, noch eine andere Bedeutung. Schaut, er sagte damit eigentlich zu seiner Mutter, ich möchte nicht, dass du mich instrumentalisierst, sondern meine Aufgabe ist es, auf meinen Vater im Himmel zu hören. Denn Jesus, für ihn war von Anfang an klar, er sagte, der Sohn kann nichts von sich heraus tun. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Liebe Freunde, ich denke, wir lernen hier etwas von Jesus, so ganz kurz in dieser Geschichte. So sehr ihm die Familie wichtig war und wir sehen seine Treue zu seiner Mutter bis am Ende seines Lebens. Sein Hauptanliegen war, nicht die Erwartungen der Familie zu erfüllen, sondern die Erwartungen des Vaters im Himmel. Und dann sagt seine Mutter zu den Dienern, obwohl sie kein positives Signal von Jesus hat, sie sagt, was immer er euch sagt, das tut. Mir gefällt es, einer der Bibelausleger sagte, das ist der einzige Befehl, den wir von der Mutter von Jesus in der ganzen Bibel haben. Der einzige Befehl. Und liebe Freunde, ist ein guter Befehl. Was immer Jesus auch sagt, das tut.
Und sie sagte damit eigentlich Folgendes: Hört, ich sage euch nicht, was Jesus zu tun hat. Ich respektiere ihn, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, wer er ist. Sie wusste, er kam von Gott, aber sie verstand noch nicht ganz alles in seinem Leben. Aber sie zeigte damit ihr Vertrauen zu ihm, aber auch ihre Demut, Jesus das Feld zu überlassen, im Sinne, ob Jesus etwas tun würde und wie er es tun würde. Und dann handelt Jesus, ohne Zweifel, in Absprache mit seinem Vater. Und das Wasser in diesen Krügen wird zu Wein, ungefähr 600 Liter allerbesten Wein, vom allerbesten Wein. Ich denke, Robert Parker hätte ihm 100 plus einen Punkt gegeben, so à la Domaine exclusif de Jésus-Christ. Vermutlich der beste Wein, den es je gab in der Geschichte der Menschheit. Und was lernen wir über Jesus? Ich möchte 3 Dinge aus dieser Geschichte für uns in die Auslegung hineinnehmen. Erstens, Jesus hat die Kraft, Wunder zu tun. Es ist interessant, die Bibel erzählt uns noch von anderen Wundern, die Jesus tat, beispielsweise diese Brotvermehrung. Da betet er dankend für ein paar Brote und ein paar Fische. Und die Bibel erzählt uns, einmal wurden 4.000, einmal 5.000 Menschen gespiesen. Und die Bibel sagt nicht, wie das Wunder geschah, aber sie nennt das Resultat. Das heißt in Matthäus 14, alle aßen so viel sie wollten und anschließend sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. Schon noch interessant, dass Jesus mehrmals Wunder tat, wenn es ums Essen ging. Nun, wir wissen nicht, wie Wunder möglich sind, aber wir sehen die Resultate. Nun gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, haben das nicht diese Leute, diese Schriftsteller, oder haben die nicht erfunden, um Jesus so eine besondere Aura zu geben? Aber wer die Evangelien aufmerksam liest, der wird feststellen, Jesus war so bemüht um Wahrheit, um Echtheit, um Authentizität, glaubwürdig zu sein. Und schaut, weil das sein tiefes Anliegen war, eben den Menschen die Wahrheit zu bringen, musste er selbst eben auch glaubwürdig sein. Und schaut, wenn diese Wunder erfunden gewesen wären, dann müssten wir sagen, hätten die Schriftsteller, die diese nachher eingefügt hätten das Dümmste getan, was sie hätten tun können. Sie hätten nämlich praktisch durch, ich würde sagen, heute würden wir sagen, Fake News, hätten sie Jesus am Schluss diskreditiert nach dem Motto, hey, lass doch Jesus einfach stehen, nimm die Wunder raus und er wäre immer noch glaubwürdig gewesen. Aber sie haben sie bewusst aufgeschrieben, allein 7 große Wunder im Johannesevangelium. Und liebe Freunde, wenn man hätte Jesus irgendwo, ich sage, menschlich glaubwürdiger hätte machen wollen, hätte es bessere Stories gegeben als Wunder. Denn Wunder bringen eben auch Zweifel hervor im Herzen der Menschen. Aber wir lernen etwas hier über Jesus, dass Jesus größer ist als die physikalischen und chemischen Naturgesetze. Und hier ist der Grund. Es ist ein Unterschied, ob man Teil der Schöpfung ist oder ob man der Schöpfer der Schöpfung ist. Und Jesus, er tat diese Wunder damals. Und das Interessante ist, dass es anscheinend so ist, dass Jesus nicht aufgehört hat, auch heute noch Wunder zu tun. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Rita, und wo ich jedes Mal denke, wenn ich sie sehe, Rita, du bist für mich der lebendige Beweis eines Wunders im 21. Jahrhundert. Rita war stark übergewichtig und wenn ihr heute in den großen Saal gekommen seid und durch die Haupteingangstüre, habt ihr Rita gesehen. Rita war stark übergewichtig und vor 15 Jahren entschied sie sich dann, eine Magenoperation durchführen zu lassen und die ging sowas von schief, dass sie nach der Operation nur flüssige Nahrung zu sich nehmen konnte.
Und sie sagt, inmitten von ihrem Leid, weil sie eben an diesen Jesus glaubte, das Wort von Gott, die Bibel, wurde zu meiner wunderbaren Nahrung in dieser Zeit. Ebenfalls etwas geschah nach einigen Jahren nach dieser Operation. Da hat sie einen Mirabellensetzling gesetzt. Und dann sprach der Geist Gottes zu ihr und er sagte ihr, wenn er das erste Mal Früchte trägt, wirst du wieder essen können. Und dann geschah eigentlich genau das Letzte, was sie dann eigentlich erwartet hätte. Es ging ihr körperlich schlecht und bei einer Zwischenuntersuchung zeigte sich, dass sie nochmals eine Operation brauchte. Und dabei musste man ihr den ganzen Magen entfernen. 2 Wochen nach der Operation, in Absprache mit den Ärzten, trank sie nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder etwas. Und mit etwas Angst nahm sie wieder feste Nahrung zu sich. Und wer mit Rita redet, der wird von ihr hören, es ist nicht ganz immer einfach, aber bis heute mit ein paar Einschränkungen kann ich essen ohne Magen. Und sie sagt, das ist eine Gnade von Gott. Gott ist einfach wunderbar. Er kann es möglich machen. Die Bibel sagt es so in Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Jesus hat nichts von seiner Kraft verloren, er hat nichts von seinen Fähigkeiten verloren, Wunder zu tun, auch heute nicht und auch morgen nicht. Das Zweite, was wir lernen durch Jesus in dieser Geschichte ist, dass er unseren Mangel stillen will. Die Wunder Gottes sind bis heute Wunder. Es sind Dinge, die wir nicht erklären können. Manche Dinge sind spektakulär, manche Dinge sind klein, geschehen im Alltag. Und Gott löst auch nicht alle unsere Probleme einfach durch ein Wunder. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er nicht Wunder tun könnte. Und warum tut er das? Weil er den Mangel in unserem Leben sieht. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben Mangel hast. Wo fehlen Dinge? Vielleicht ist es nicht der Wein, der fehlt. Da haben wir ja mehr als genug, denke ich manchmal in der Schweiz. Aber vielleicht sind es Dinge in den Finanzen, Dinge in deinen Emotionen, wo dir Fülle, die Hilfe einfach fehlt. Vielleicht fehlt es dir an Geduld mit Menschen, mit Situationen. Vielleicht fehlt es dir an der Selbstbeherrschung in gewissen Situationen. Vielleicht zu Hause mit den Kindern, mit gewissen Leuten. Vielleicht fehlt es dir an der Liebe zu allen Menschen, von denen die Bibel spricht. Und liebe Freunde, Jesus, er ist in der Lage, all unseren Mangel zu stillen. Und die Bibel sagt, dass er das durch den Heiligen Geist tut. Die Bibel sagt in Galater 5, 22, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, das heißt, wenn wir uns diesem Geist von Gott ausliefern, so wie wir es heute Morgen mit Lea, unserem Moderationsteam und Chantal getan haben, im Gebet unser Leben einfach Gott weihen und sagen, Geist Gottes, wirke an mir, dann wird Gott eben auch solche Art von Mangel in unserem Leben beheben, dass wir Liebe bekommen, Freude bekommen, Frieden bekommen, Geduld bekommen, mehr Freundlichkeit, mehr Güte, mehr Treue, mehr Sanftmut und auch mehr Selbstbeherrschung. Und liebe Freunde, damit ist nicht nur die sexuelle Selbstbeherrschung gemeint, sondern damit ist auch gemeint, dass wir nicht jedes Mal aggressiv werden oder in Panik oder in Trauer ausbrechen, wenn wir gewisse Dinge hören, sondern dass wir hier im Herzen in einer Gelassenheit bleiben, in dem Frieden von Gott. Gott sieht deinen Mangel in deinem Leben. Und weißt du was, ich habe Good News für dich. Mit dem Geist Gottes, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt,
den Jesus gesandt hat, dann wird Gott in diesem Jahr deinen Mangel in deinem Leben stillen. Aber du musst kommen. Du musst kommen. Das vergessen wir nicht. Dieses Wunder hat Jesus nicht einfach so getan, sondern dieses Wunder wurde ausgelöst durch einen Menschen. Und ich möchte dir Mut machen. Bis heute lässt sich Jesu Hand bewegen, wenn Menschen zu ihm kommen und ihm sagen, ich habe hier Mangel. Und er tut das dann manchmal auf so ganz unspektakuläre Art und Weise. Wir hatten im Dezember, kann mich erinnern, hier hatten wir unsere verschiedenen Gottesdienste und zwischen zwei Gottesdiensten saß ich mit ein paar jungen Leuten am Tisch und plötzlich waren wir nur noch zu zweit. Die anderen mussten schon sich bereit machen für den nächsten Gottesdienst. Und so über einen Kaffee erzählte mir diese jugendliche Person, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es beruflich weitergeht. Und ich stellte ihr ein paar Fragen und plötzlich empfand ich so, gib ihr diesen Gedanken weiter. Und der Gedanke war der, folge dem übergeordneten Ziel in deinem Leben. Und dann sah sie mich plötzlich an und dann fing sie an zu strahlen und sagte, Matthias, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Jetzt gehe ich heim und die Bewerbung abschicken, die ich schon lange geschrieben habe. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Jetzt weiß ich es. Und ich dachte so, hey, wie herrlich ist das? Jemand, der von Gott Weisheit in einer Entscheidung gebraucht hat. Es liegt übrigens ein Segen, wenn man redet mit Leuten. Wenn man Gemeinschaft ist, wenn man eine Kleingruppe ist, ein Segen dabei. Das wissen die allermeisten. Und der Geist Gottes kommt und jemand, der länger nicht wusste, wie soll es weitergehen, in einem Moment kommt Gott und durch ein Wunder wird klar, wird alles wie klar, die Zukunft. Egal was dein Mangel ist, du kannst dich an Jesus wenden. Und das Dritte ist, wir lernen in dieser Geschichte etwas über Jesus, das uns, vielleicht wenn wir die Geschichte etwas oberflächlich lesen, fast verborgen bleibt. Jesus hatte nämlich zu seiner Mutter gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was meinte er damit? Meinte er, hey, es ist jetzt noch nicht Zeit, um hier zu helfen? Wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann stellen wir fest, dass dieser Ausdruck mindestens 7 Mal im Johannesevangelium drin ist. Und jedes Mal redet es über die eigentliche Mission und das eigentliche Ziel von Jesus. Dass Jesus Christus kam, um am Kreuz stellvertretend den Preis für unsere Sünde zu bezahlen, für unsere Sünde und den Preis, den wir hätten bezahlen müssen. Das größte Ziel, das war Jesus immer vor Augen. Und liebe Freunde, das waren nicht die Wunder. Das größte Ziel von Jesus war von Anfang an in seiner Mission, uns Menschen ein Wunder zu schenken, das größer ist, als versorgt zu werden oder geheilt zu werden. Das ist alles auch wichtig. Aber schaut, sind wir ehrlich, du kannst geheilt werden, irgendwann wirst du trotzdem sterben. Du kannst deinen Mangel gestillt bekommen, irgendwann wirst du in deinem Leben wieder an Mangel kommen. Aber das größte Wunder, das Gott in unserem Leben tun will, ist, dass er uns zu seinen Kindern macht. Und das hat damit zu tun, dass wir alle Gott enttäuscht haben, dass wir alle unseren Schöpfer missachtet haben, dass wir alle nicht nach seinem Willen gefragt haben, vielleicht schon gefragt, aber nicht getan haben, was er wollte. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und ich weiß, das Wort ist nicht so populär, aber Sünde bedeutet eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung. Es bedeutet, dass wir nicht das gewollt und getan haben, was Gott wollte. Wir sind an diesem Ziel vorbeigegangen. Und wisst ihr, und unsere Sünde, die haben wir alle getan. Das ist das, was uns trennt von Gott. Das ist das, was letztlich den größten Mangel in unserem Leben hervorruft.
Das ist das, wo wir merken, mir fehlt etwas. Seine Stunde, das war die Stunde, als er am Kreuz von Golgatha für uns starb. Es war die Stunde, als Jesus auferstanden ist und ewig anfing oder in sein ewiges Leben hineintrat. Schaut, das Evangelium von Jesus und die Aufgabe der Christen und die Aufgabe der Kirche ist es nicht, Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das war nie Jesu Absicht. Schaut, das schlechte Gewissen haben wir schon. Die Absicht von Jesus ist bis heute, uns frei zu machen vom schlechten Gewissen. Die Absicht von Jesus ist bis heute, uns zu versöhnen mit Gott. Weißt du, wie das ist, wenn du dich versöhnst mit einem Menschen? Wenn du weißt, dass eine Sache ist vorbei. Wir konnten eine Sache besprechen, wir konnten uns entschuldigen, wir konnten um Verzeihung bitten und dann ist man versöhnt. Das ist der Zustand, wo zu Jesus kam, wo er uns hinnehmen möchte, versöhnt mit Gott zu leben. Jesus sagt dir so, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Vielleicht ganz kurz noch zu diesem Satz. Wenn du den Eindruck hast, du brauchst Jesus nicht, dann kann Jesus dir auch nicht helfen. Er kann denen helfen, die ihren Mangel in ihrem Leben erkennen, ihren Mangel an Gerechtigkeit, ihren Mangel daran, dass sie eben nicht das Ziel von Gott in ihrem Leben verfolgt haben. Denen kann Gott helfen. Und dazu ist Jesus gekommen. Ich möchte dich heute fragen, hast du diese Umkehr zu Jesus schon einmal vollzogen? Und weißt du, und dann kam Jesus noch aus einem Grund. Er kam, um dein Leben zu verändern. Dein Leben sinnbildlich mit Wein bis zum Rand zu füllen. In Johannes 10,10 heißt es, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Liebe Freunde, das ist, sagen wir so, das ist der Wein in meinem Leben. Das ist die Fülle in meinem Leben. Dass dieser Geist von Gott mein Leben, mein Herz, meine Seele immer wieder neu erfasst, ergreift und ausfüllt. Die Umstände ändern sich. Es gibt vieles, das mir manchmal auch Mühe macht, das mir manchmal auch Sorgen bereiten kann. Aber weißt du was? Hier drin erfüllt zu sein, hier drin gefüllt zu sein, das ist Lebensqualität. Und weißt du, dieser Geist, er bringt so viel an Freude, so viel an Glauben, so viel an Zuversicht, so viel an Kraft in unser Leben. Also die Frage ist, kommen wir zu Jesus? Kommen wir zu Jesus, dass er uns dieses Leben in der ganzen Fülle geben kann. Und weißt du was, dann müssen wir anderen nicht mehr Wein predigen und am Schluss Wasser trinken, sondern dann trinken wir von dem Wein und haben Wein weiterzugeben. Und da spreche ich von dieser Qualität. Liebe Freunde, Christen, wiedergeborene Christen, Christen, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, die sollten und sind wie Jesus ein Genuss für diese Welt. Sie sind etwas Gutes, etwas Kostbares, etwas, das durstig macht. Wenn du Jesus hast, du hast so eine andere Qualität an Leben. Du hast so eine andere Qualität an Bedeutung, an Identität, an Kraft, an Stärke, an Freude. Du hast so einen anderen Zugang auch in den Nöten deines Lebens zu Lösungen, zu Hilfen. Das ist das, was Jesus tun kann. Und weißt du was, er ist durch seinen Geist auch heute Morgen hier. Und vielleicht ist dein Gefäß etwas leer geworden. Warum kommst du nicht heute zu ihm? Warum nicht in dieser Gebetswoche und sagst, Geist Gottes, fülle mein Gefäß wieder überfließend aus.
Fülle mein Gefäß wieder hoch bis zum Rand. Ich brauche dich, Jesus. Weißt du, was er tut? Nichts lieber als das. Ich möchte zum Abschluss kommen. 4 Gedanken. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, Jesus, habe ich meine große Fragezeichen? Ich bin nicht so weit wie du, Matthias, da mit Jesus so an ihn zu glauben. Aber ich möchte dich um eine Sache bitten. Lies diese Geschichte nochmal nach in Johannes 2. Und überlege dir, wer ist Jesus für dich? Schau, entweder war Jesus ein Lügner und ein Scharlatan, oder dann war Jesus wirklich der Sohn Gottes, der er gesagt hat, der er ist. Aber ich möchte dich bitten, wenn du heute zuhörst, auch online, und du hast in deinem Leben nie ein klares Bild von Jesus bekommen, ich möchte dich bitten, ringe mit Jesus. Ringe in deinem Herzen mit deinen eigenen Gedanken, bis du für dich persönlich zu einer Überzeugung gekommen bist. Eines können wir nicht tun mit Jesus: ihn einfach nur als Moralapostel irgendwo abstempeln, der früher mal irgendwo eventuell gelebt hat. Bitte, lerne Jesus kennen. Gib deinem Herzen keine Ruhe, bis du weißt für dich, wer ist Jesus für dich. Zweitens, lass dich von den Jüngern inspirieren. Es heißt von ihnen, sie glaubten an Jesus. Sie glaubten an ihn. Hey, wenn du in deinem Leben noch nie bewusst dich für Jesus entschieden hast, du kannst heute sagen, ich fange an Jesus zu glauben. Man sagt dem Bekehrung. Und ich weiß, Bekehrung ist ein sehr negatives Wort für die allermeisten Menschen. Aber weißt du was, ich möchte dir eines sagen, Bekehrung ist etwas Gutes. Weil Bekehrung bedeutet, den Weg ohne Jesus zu verlassen und den Weg zu gehen, wo ich mit Jesus unterwegs bin. Und weißt du was, das kannst du heute Morgen tun, wenn wir nachher zusammen beten. Und drittens, lerne von Maria. Lerne von Maria. Lass Jesus doch wirken, wie er will, und bring ihm einfach deine Not. Sag ihm, hier habe ich ein Anliegen. Du kannst ihm also auch so sagen, ich habe keinen Wein. Mir fehlt das. Und erwarte, dass Jesus in seiner Liebe und Barmherzigkeit dir helfen will. Erwarte sein Eingreifen in dem Mangel, auch den du in deinem Leben vielleicht verspürst.